Ferien sind schon lang vorbei. Das hier ist an sich meine erste Playlist, die ich selbst gekauft habe. Rock Oldies. 24 Originalhits von Weltstars. Eine Doppel-LP. Herausgegeben, und das ist das Schönste, von einer Bank. Ich sage den Namen jetzt mal, ohne Schleichwerbung zu machen. Von der Sparkasse. Ist wirklich, ja, da, Sparkasse-Symbol drauf. Und da sind so Bands drauf, ich weiß gar nicht, ob ihr die noch kennt. Deep Purple. Ah. Uriah Heep. Ja, jetzt wird's gut. Dann kennt ihr sicherlich noch Spencer Davis Group. Alter. Kennt ihr die wirklich nicht? Keep on Running, Spencer Davis Group, okay. Dann hätte es auch noch ein paar andere, Louis Armstrong, What a Wonderful World und so. Mamas und Papas? Auch nicht. Okay. Das ist meine allererste Playlist gewesen. Ich habe die beim Ausräumen meines Elternhauses gefunden, habe ich gedacht, die nehme ich mit und die behalte ich. Irgendwann kommt es zur Anwendung. Das ist heute. Die neuen Playlists, ihr wisst alle, die sind auf unserem Smartphone drauf und man kann sich sie zusammenstellen, wie man sie will. Sommerlisten, Winterlisten. Wir haben bei uns so vor dem Kamin, regnerischer Tag, Freude zuvor, nach dem Sex oder irgendwas. Da kannst du alles Mögliche dir irgendwie zusammen basteln auf Spotify und weiß der Geier wo und sagst, hey, das möchte ich jetzt hören, das bringt dich in so eine Stimmung und so weiter. Ich habe persönlich auch eine Playlist, wo meine persönlichen Hits drauf sind, meine Interpreten, nicht die, sondern andere jetzt. Und ich habe sie extra mitgebracht. Und ihr könnt mal ganz kurz reinhören. Ihr müsst die nicht schön finden, ich sage es gerade am Anfang. Ich habe nicht den Anspruch, dass ihr das gut findet, aber ich teile sie einfach mit euch. Und das Programming hat gesagt, ich soll dabei singen. Das mache ich auch nicht. Nein, ihr müsst sie nicht schön finden und ich mache es auch nicht, aber ich gebe euch einen Einblick in meinen persönlichen Geschmack von Musik, die ich wirklich gerne habe. Wir haben hier ein wunderschönes Radio und jetzt tun wir hier auf Start drücken. Deichkind! Hey, das ist geil! Es ist okay, alles auf dem Weg, das ist Sonnenzeit und wird leicht. Fahren auf der Autobahn. Im Horizont geht ein neuer Tag. Gerade der letzte Song. Gerade der letzte Song von Udo Lindenberg. Ich habe immer gedacht, den kann man an meiner Beerdigung spielen. Hinter dem Horizont geht's weiter. Das Lied handelt von was anderem, ist ja egal. Aber ich finde einfach die Stelle finde ich einfach so geil. Hinter dem Horizont geht's weiter. Playlisten. Leute, Playlisten gab es schon immer. Nicht erst seit dieser grandiosen Sparkassenausgabe, sondern mit ziemlicher Sicherheit, und der Raffi Caruso hat es schon erwähnt, mit ziemlicher Sicherheit hat Jesus selbst schon eine gehabt, nämlich wirklich die Psalmen. Lieder, die damals gesungen wurden, das waren Lieder, die bis heute in Synagogen, auch zu Hause, wenn Juden gesungen wurde, sich gegenseitig zugesungen wurde. Und zwar nicht als Hintergrundmusik, so wie bei mir, sondern wirklich ganz bewusst so als Gebete, wo man miteinander sang. Als Ausdruck von dem, was einen bewegt. Es wurde über den Schmerz von der Welt geweint und Leid wurde herausgeschrien in vielen Klagepsalmen. Die Liebe und das Leben wird gefeiert in dem Psalm an so vielen Orten und so unterschiedlich, wie es nicht sein kann. Die Juden im Altertum, die haben die Psalmen sehr aktiv gebraucht im Tempelgottesdienst, zum Beispiel die Psalmen von 113 bis 118, die sind zusammengefasst in das große Hallel. Das wurde dann jährlich gesungen bei der Feier vom Passa und Wochen- und Laubhüttenfest.
Und täglich sangen wir Psalmen auch in den Tempeln drin. Und zwar immer nach einer vorgeschriebenen Reihenfolge. Und auch heute werden die Psalmen gesungen, nicht nur bei den Juden, sondern auch in fast allen großen Denominationen rund um den Globus. Im Protestantismus oder auch im römischen und griechischen Katholizismus, da bedienen die Kirchen sich in ihren liturgischen Feiern immer dieser Psalmen wegen den Wechselgesängen. Dann wird der Teil gesungen, dann wird ein anderer Teil darauf geantwortet. Also das ist eine große Lebendigkeit durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende der Kirche. Psalmen, eine Sammlung von 150 Gebeten, Liedern oder Hymnen, Gedichten aus einer längst vergangenen Zeit. Psalmen sind aufgeteilt so in 5 Bücher, die erstaunlicherweise einen hohen Link haben zu den ersten 5 Büchern in der Bibel. Wenn man das mal so durchliest, was kommt da vor, was kommt da vor. Fast die Hälfte aller Psalmen hat ein Mann komponiert, König David, 73. Und nur 51 Psalmen, da weiß man nicht davon, wer sie geschrieben hat, steht keine Überschrift drin, man weiß nicht genau, woher sie kommen. 150 Lieder, Gedichte und Gebete, die im Leben von Jesus und im Glauben sicherlich eine zentrale Rolle spielten. Und dabei verwundert sich es nicht, dass nämlich die Autoren vom Neuen Testament die Psalmen ganz häufig zitiert haben. Die Psalmen sind die am meist zitiertesten Texte aus dem ersten Teil der Bibel. 41%, nämlich 116 von 283 Zitaten aus dem ersten Teil der Bibel, ist im Neuen Testament zitiert und das sind Psalmen. Ganz häufig kommen die im Neuen Testament vor. 150 Gebete und Hymnen mit allen möglichen Emotionen und Gedanken für alle Lebenslagen. Und wenn man näher betrachtet, dann findet man noch was anderes, nämlich auf eine geheimnisvolle Art und Weise. Und man muss zweimal vielleicht hinschauen, entdeckt man in den Psalmen nämlich die Person Jesus Christus selbst sogar da drin. Psalm 110. Ein Lied von David: Gott der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Der Vers ist der am häufigsten zitierteste Vers aus dem ersten Teil der Bibel im Neuen Testament. Kein anderer Vers wird so häufig zitiert im Neuen Testament wie dieser Vers aus dem Psalm 110. Und der Psalm 110 ist wie der Psalm 2, 18, 89, 72, sind so eine Art Königspsalm. Man nennt sie Königspsalm. Warum? Weil in dem Psalm, da geht es letztlich darum, dass der König, der kommende König, der Herr, wirklich beschrieben wird. Und das besingt man. Das wurde bei Königseinsetzungen früher gesungen, zelebriert. Und deswegen werden sie Königspsalme genannt oder messianische Psalme, weil sie auf den kommenden König eben hinweisen, auf den, wo die Juden so drauf gewartet haben, auf diesen Befreier, der aus dem Haus David kommen soll. Weil im Alten Testament, im 2. Samuel, wird schon darauf hingewiesen und Gott verspricht seinem Volk und sagt, hey, es wird ein König kommen aus dem Hause Davids, aus dieser Dynastie, der für immer ein neues Königreich anfangen wird. Und im Neuen Testament greift das auf und knüpft genau daran an, dass der Messias wirklich aus dem Haus David kommt. Und deswegen tut der Evangelist Matthäus in seinem Stammbaum über das Leben von Jesus so genau Wert drauf legen auch, dass er eine Linie aufzeigt, das geht bis zum Haus Davids zurück, die Linie von Jesus. Der ist der wirkliche König, auf den wir gewartet haben. Der kommt vom Haus David. In der Diskussion mit dem Pharisäer, mit Gelehrten, hat Jesus mal genau über diesen Psalm 110, Vers 1 mit ihnen darüber gesprochen. Ich lese euch das vor aus dem Matthäus-Evangelium. Bei dieser Gelegenheit fragte Jesus die Pharisäer, die sich bei ihm versammelt hatten: Was denkt ihr über den Christus, der als Retter zu euch kommen wird? Wessen Nachkomme ist er? Und sie antworten: Es ist ein Nachkomme von König David. Das war für sie logisch. 2. Samuel, Kapitel 7, wurde das beschrieben schon. Da entgegnete Jesus: Warum hat David ihn denn, geleitet vom Geist Gottes, Herr genannt? Denn David sagte: Gott der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle meine Feinde unterworfen habe, du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt.
Wenn David den Christus, also Herr nennt, wie kann er denn Davids Nachkomme sein? Darauf wussten sie keine Antwort. Von da an wagte niemand mehr, ihnen weitere Fragen zu stellen. Das sind all diese messianischen oder Königspsalmen, die von dem kommenden König, von dem Messias sprechen. Da wird immer ganz stark das Erhabene. Ein mächtiger König wird kommen, der wirklich einen Unterschied macht. Und der wird was Neues beginnen. Das beginnt ein neues Zeitalter. Und auf den warteten Juden sehnsüchtig. Ein König, der sie befreit von diesem verhassten Römern. Ein König, der wirklich sein Reich aufrichtet. Nation Israel, eine Nation wieder stark werden lässt. Der durchgreift, Recht und Ordnung macht im Sinne notfalls mit Gewalt. Das muss anders werden. Und dann kommt Jesus. Und redet von sich und seinem Reich. Und verkündet wie so ein Upside-Down-Kingdom. Und sagt, ja nein, gar nicht mit Gewalt, sondern wer groß sein will, der soll dienen. Einer, der die kleinen und unwichtigen Menschen besonders beachtet, sieht, mit ihnen isst und immer wieder zu ihnen nach Hause geht und so weiter. Einer, der Gewaltlosigkeit sogar predigt. Nichts mit Gewalt durchsetzen, sondern sagt, halt eine andere Wange hin. Dieses Königreich, das wird groß werden. Wo der Mut hat, die andere Wange hinzuhalten. Einer, der Geiz und Unbarmherzigkeit gnadenlos anprangert und sagt, das ist wirklich nicht mein Reich. Das hat mit mir nichts zu tun. Einer, der durchaus auch durchgreift und angriffig wird, wenn die Liebe von seinem Vater zu allen Menschen in Frage gestellt wird. Aber eben, der passte überhaupt nicht in das Königsverständnis der damaligen Zeit von den Juden, die wirklich einen anderen Herrscher erwarteten und sagten, look, ihr Verständnis war Psalm 110, den Fuß auf den Nacken. Ja, was denn jetzt? Leute, und damit sind wir tatsächlich auch bei uns angekommen. Weil ich persönlich habe dann und wann tatsächlich auch mit dem Mühe, mit so einem Königsverständnis, Jesus als König. Ja, wir singen das. Ich bete das ab und zu sogar. Aber irgendwie macht nicht wirklich automatisch den Klick, was wirklich der König Jesus denn so, was das bedeutet. König. Wenn ich an König denke, dann fällt mir als allererstes Queen Mom ein. Wirklich, das ist das allererste, was mir in den Sinn kommt. Diese gute Dame da, gut frisiert, toll. Hermelinmäntelchen an, passt. Und wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, dann fällt mir noch der, Prinz Willem und Maxima von Nederland, von Oranje ein. Ja, die Holländer applaudieren jetzt. Also meine Frau, aber die ist bei Baby World. Aber da ist ein Holländer. Yes. Und das fällt mir auch noch ein. Und dann muss ich noch mehr nachdenken. Wer ist denn sonst noch König? Norwegen. Norwegen, König Harald und Sonja. Kennt kaum einer von euch. Sind sie aber wirklich. Und dann fällt mir vielleicht noch der reichste König ein. Der absolut reichste König. Und das ist der Mohammed bin al-Hassan. Ja, wusstet ihr auch nicht, König von Marokko. Reichste König. Warum auch immer. Look, die meisten Monarchien sind heute parlamentarische Monarchien. Das heißt also, die Macht, die Könige und Königinnen haben, ihre Machtbefugnis ist sehr, sehr, sehr klein oder fast gar nicht vorhanden. Dann gibt es noch die konstitutionelle Monarchie, so wie in Holland das ist oder auch in Marokko, wo der König sogar in Holland Teil von der Regierung ist, per Dekret und unterschreiben muss, Gesetze. Das sind dann auch solche Monarchien, aber deren Macht ist auch wahnsinnig eingeschränkt durch die Verfassung. Also im Endeffekt, alle Könige und Königinnen, die ich heute so mir in den Sinn komme und ich anschaue, haben nicht viel zu sagen. Haben wirklich nicht viel zu sagen. Zudem komme ich noch aus Deutschland. Deutschland hat mal ein Kaiserreich gehabt. Und ich will das nicht mehr. Es gibt zwar Gruppen in Deutschland, die wollen das. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Aber dem stehe ich wirklich dynamisch entgegen. Nee, ich will kein Kaiserreich mehr. Meine Frau, die kommt aus Holland. Die hat ein ganz anderes Verständnis vom Königshäuser. Sie findet das schön, die findet das toll. Und auch wenn der König so vorbeikommt, dann jubelt man und so weiter. Ich stehe daneben und denke, kann man machen. Aber warum? Keine Ahnung. Sie finden das schön, das ist Tradition, das hört dazu. Hey, und wenn in Holland Nationalfeiertag, das ist der Geburtstag vom König.
Früher war es was Geburtstag von einer Königin, Königin-Tag. Jetzt ist es Königstag, glaube ich. Und dann wird alles in Orange. Alles wird in Orange geflaggt und die Leute jubeln. Ein Riesenfest, wirklich Stimmung, schön. Muss man wirklich erlebt haben. Und sie haben einen anderen Zugang dazu, aber der König hat trotzdem nicht viel zu sagen. Aber es ist schön und irgendwie hat man das, wie ich, und so weiter. Hier in der Schweiz, wir kennen nur eine Sorte Könige, Schwingerkönige. Das ist der amtierende. Ich hoffe, ihr kennt euren König. Ich bin ja Deutscher. Aber ihr Schweizer müsst das kennen. Ich bin Deutscher. Matthias Glarner, 2016. Das ist ein hübscher Kerl. Das ist wirklich so. So sieht der König in der Schweiz aus. Und da seid ihr mal stolz drauf. So ist es. Das ist doch schön. Von 1998 bis 2016 gab es sogar einen, der hat dreimal eine Königsamtszeit gehabt. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Jörg Abderhalden aus Bern. Das ist der König. Dreimal eine Amtszeit. Also das sind die Könige, die wir so kennen. Look, unser Verständnis von König korrespondiert null mit dem in der Bibel. Was Juden erwarteten, was damit beschrieben worden sein sollte, das korrespondiert nicht. Ein König, der uns was zu sagen hat, ein König, der Herrscher auch ist und durchgreift, ein König, der das letzte Wort haben darf und auch muss. Ich glaube, das ist für viele zuerst mal ein bisschen fremd. Und das immer mit Jesus zusammenzubringen und dann auch wirklich das zu füllen, das Wort König Jesus. Wir kennen Jesus sehr viel von, wenn ich mit Leuten rede, sagen, ja, Jesus, das ist wirklich, er ist ja schon ein geiler Lehrer gewesen. Ein wahrer Menschenfreund, ja, bestimmt. Einer, der auf Augenhöhe kam. Ein Retter, ein Heiler, ein wirklich guter Lehrer. Aber König, Meister oder Chef. Interessanterweise sind es genau die Stellen, die im Neuen Testament so häufig zitiert werden, um die Person Jesus zu beschreiben, als König. Und das war für Juden, war das klar, aber für die Heidenchristen war das gar nicht so klar. Aber die neutestamentlichen Schreiber erwähnen genau die Stellen, wo Jesus als König, als Regent, als Herrscher mit dem neuen Reich, der das letzte Wort haben soll, immer wieder beschrieben, der sein ewiges Reich und universales Reich angetreten hat. Leute, Jesus will die regierende Autorität in deinem Leben sein. Er ist Freund, ja. Er ist Menschenfreund, ja. Er kommt auf Augenhöhe, ja. Er liebt über alle Maßen, ja. Er ist der Chef, ja. Er ist der König. Er will das letzte Wort haben in deinem Leben. Ich habe mich selbst gefragt, Leute, inwiefern und wo kommt das in meinem Leben zum Ausdruck? Dass da ein König ist, der in mein Leben hineinreden darf und das letzte Wort haben soll. Wie kommt das zum Ausdruck bei meinen Entscheidungen für die Zukunft? Bei Klärung von Umständen in der Gegenwart. Wie kommt das zum Ausdruck bei meinen Sorgen, über meinen Ängsten, über meinen Ärger, beim Umgang mit dem, was ich habe oder mir anvertraut ist? Look, bei aller Betonung von Nähe und Freundschaft Gottes zu uns Menschen, ich glaube, dürfen wir nicht die Königsherrschaft und die Autorität Jesus, den Machtanspruch Gottes an dein und mein Leben, und er ist positiv zu verstehen. Der Machtanspruch, ein positiver Machtanspruch, den dürfen wir nicht vergessen. Und ab und an habe ich so einen Eindruck, in unserem Breitengraden ist genau das wirklich nicht wahnsinnig sexy. Ist wie ein bisschen verloren gegangen. Dieser Machtanspruch, das letzte Wort von diesem Jesus. Und ich frage mich selbst, ist Jesus wirklich so tonangebend in meinem Leben? Da aber das, frage ich das, tue ich das bewusst immer wieder ausdrücken. Jesus, du hast das letzte Wort. Und da höre ich drauf. Ich genau 11 Jahre her. 11 Jahre her haben wir damals eine
eine Predigtserie, der Manuel Schmidt und ich werden die aufgegleist damals, die hieß Alltagsatheisten. Kann sich einer noch daran erinnern? 2, 3, 2,5, 4. 3, 4, 4, 5 Leute, Alltagsatheisten. Wir haben es so benannt damals, Leben, als gäbe es Gott nicht. Leben, als gäbe es keinen König, könnte ich heute sagen. Leute, die Bibel warnt uns davor. Ich finde auch sehr prominent warnt sie uns davor, den Glauben an Jesus Christus mit unserem eigenen Leben, mit unserem eigenen Lebensstil letztlich zu verleugnen. Quasi, wir führen ein Leben, das nicht mit Gott rechnet. Wir führen ein Leben, wo er nichts zu sagen hat, wo unserem persönlichen Glaubensbekenntnis sogar entgegensteht. Der Paulus nennt das mal so: Menschen, die behaupten, Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Sie behaupten, Gott zu kennen, aber was sie tun, steht in keinem Zusammenhang mit dem, was sie wirklich glauben. Mit ihren Taten zeigen sie, dass dieser Jesus keine Autorität hat im Leben. Das könnte man praktisch Alltagsatheismus nennen. Ganz praktischer Alltagsatheismus. Weil unser Glaube soll nicht einfach ein Lippenbekenntnis sein oder wir singen ein paar Lieder, sondern unser Glaube muss sich irgendwo in unseren Entscheidungen, unseren Sicherheiten, unseren Hoffnungen unseres Lebens manifestieren. Man könnte es anders ausdrücken und sagen, look, nehmen wir mal an, ein Marsmensch kommt hier auf der Erde. Nehmen wir mal an, er kommt hier auf der Erde. Dann sollte der anhand der Beobachtung deines und meines Lebens irgendwo realisieren, dass wir mit einer höheren Autorität unterwegs sind. Der muss doch irgendwo dran merken, dass wir daran glauben, da ist eine höhere Autorität in unserem Leben. Wenn einer von ganz woanders herkommt. Die Bibel spricht an so vielen Orten darüber, über die Schwierigkeit, wenn das, was wir leben, tun und dem, was wir glauben und sagen, wenn das nicht mehr zusammenkommt. Sie warnt davor, dass wir unserem Leben irgendeine fromme Anstrich geben und ohne Gott, ohne sie eine Königsherrschaft wirklich unterwegs sind. Wir zwar bürgerlich-christlich sind, wir auch beeindruckend geistlich reden können, aber letztlich nur uns selbst meinen. Dann hat der König nicht den Titel König verdient. Dann sollte man das canceln und sagen, hat nichts mit uns zu tun. Wer so lebt, nimmt Gott, glaube ich, letztlich nicht ernst. Dann spielen wir auch in der Kirche so eine Art Gemeindemonopoly. Wir machen irgendwas und ja, das ist halt gut. Das muss sich irgendwo zeigen in unseren Entscheidungen, dass da eine Autorität ist in unserem Leben, die was zu sagen hat. Oder schleichen wir uns nur rum, wenn es dann wirklich anfängt, was zu kosten, und schicken wir den Glauben in die Ferien, weil wir merken, das ist noch ein bisschen arg anstrengend jetzt, wenn wir herausgefordert sind. Wenn die Königsherrschaft im Alltag wirklich gefordert wird, dann geht uns auf einmal die Luft aus. Dann soll man nicht über Könige singen und beten und darüber reden. Dann sollte man das nicht machen. Es gibt einen Weg von der Heilung davon. Weil ich glaube, das ist ein sehr unbefriedigendes Leben, wenn wir Jesus den Titel geben, Herr, Jesus, König, Jesus, Meister, und nicht wirklich er was zu sagen hat in unserem Leben. Im Alten Testament redet Gott mal mit dem Abraham in 1. Mose Kapitel 17. Und Gott fordert ihn zu Folgendem auf: Lebe von meinem Angesicht und sei ganz. Lebe von meinem Angesicht und sei ganz. So ist es wörtlich zu übersetzen. Wenn das, was wir glauben, in unserem Alltag wirklich wirksam werden soll, dann müssen wir lernen, unseren Alltag vor Gott ganz zu leben. Wirklich ganz zu leben. Im Bewusstsein, dass Gott da ist und wir mitten in unserem Leben jetzt, hier und heute mit ihm zu rechnen haben. Er hat dir was zu sagen. Wenn du willst. Er will König sein, wenn du das zulässt. Und das könnte man an ganz vielen Punkten quasi wie in unserem Alltag durchdeklinieren. Was heißt das denn jetzt? Wenn wir sagen, ich glaube an den König, aber beten tue ich ohne Erwartung. Ich glaube an den König, aber Geld finde ich schon noch sehr sexy und gibt mir auch relative Sicherheit. Ich glaube an den König, aber beim Sex redet mir niemand rein. Ne? Ich glaube an den König, definitiv. Aber ich habe schon viele Sorgen. Ich glaube an den König, definitiv. Aber ich rede nicht drüber.
Das mache ich nicht. Wisst ihr, so können wir das durchdeklinieren. Ist das wirklich ein Königsglaube? Ist da einer mit Autorität? Ist da eine höhere Autorität in unserem Leben oder ist das einfach, jo, nice, nice. So. Wenn wir einen König nennen, und ich ermutige euch dazu, wirklich, dann lasst uns ganz vor ihm leben. Vor ihm leben und ganz. Irgendwas Zweites irritiert mich auch bei diesen ganzen Königssachen. Bei all diesem Königreich Gottes und so weiter, wo ich auch immer wieder mit struggle, wo ich herausgefordert bin, wo ich merke, wow, Ralf, das macht was mit einem. Es heißt immer, ja, er hat sein Königreich angetreten. Wenn das der erwartete König Jesus ist und mit seinem Tod und Auferstehung und Himmelfahrt sein Reich angetreten ist, dann wünsche ich mir, dann möchte ich mehr von dem Reich sehen. Wir haben das heute Morgen gesungen. Lord, send us revival, Erweckung. Wir wollen mehr von dem sehen, ja? Und ich ringe manchmal darum, weil ich einfach so wenig sehe. In meinem eigenen Leben drumherum. Ich wünsche mir mehr. Im Hebräerbrief, im Neuen Testament, wird das mal aufgegriffen. Wenn Gott aber seinen Sohn zum Herrscher eingesetzt hat, Hebräer 2, dann hat er ihm die Herrschaft über alles gegeben, ohne jede Ausnahme. Und dann schreibt er Folgendes, der Schreiber, freilich können wir das jetzt noch nicht im vollen Umfang sehen. Aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus, der für uns kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Wir können es jetzt noch nicht im vollen Umfang sehen. Das ist genau der Punkt, wo mich immer wieder herausfordert. Wir können es jetzt noch nicht im vollen Umfang sehen. Das Reich Gottes hat begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Es hat begonnen aufzublühen, aber es hat auch noch viel Widerstand. Und dieses Dazwischen, the in between, es hat begonnen, aber es ist noch nicht fertig, das stresst mich manchmal. Das stresst mein Vertrauen in den König. Ich bin immer wieder herausgefordert zu vertrauen, ja Jesus, ich glaube dir, dass du es letztlich im Griff hast. Ich glaube, ja, dass du das letzte Wort haben wirst, dass du zu einem guten Ende kommen wirst. Der König ist vertrauenswürdig. Es stresst mein Vertrauen. Es fordert mich wirklich daraus. Ich will seiner Güte folgen. Ich glaube daran, auch wenn noch nicht alles sichtbar und klar ist. Die Leute von euch, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen, ich liebe an sich so Übersicht und Klarheit. Das habe ich gern. Wenn ich weiß so, das ist klar, das sieht gut aus. Ich finde es sehr, sehr angenehm zu wissen, von A nach B zu fahren, weil es der kürzeste Weg oder ökonomischste, da und da noch hin, dann ist die Sache geplant. Das habe ich gern. Ich finde es schön, zum Beispiel, wenn der Urlaub gebucht ist und ich weiß, wohin ich gehe. Das finde ich schön. Also andere finden das total behämmert und sagen, nein, spontan, da. Kann ich machen. Mach alleine. Ich finde das schön. Mich erleichtert das, wenn ich weiß, wo ich hinfahre. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Das ist gebongt, fertig aus, das ist schön. Oder was gibt genau zu essen? Das machen wir tipptopp, ist ja auch alles klar. Mich macht es unruhig, wenn zum Beispiel in unserem Team vom ICF auf einmal Dinge unklar sind. Das macht mich wirklich unruhig. Ich denke, ja, abmachen, aufschreiben, abmachen, Bumm, Pantung, A, B, C, wo ist das Problem? Noch schwieriger finde ich, wirklich noch schwieriger, wenn ich unklare Beziehungsverhältnisse habe. Wo ich nicht genau weiß, wo bin ich dran. Was meint er so? Was war damit gemeint mit dem Mail, was da geschrieben worden ist? Was ist mit dem Smiley gemeint? Was weißt du? Ich denke, was um alles Heck will der jetzt? Kennt ihr das? Mühsam. Absolut mühsam. Und ich tendiere dann wirklich zur Befangenheit. Ich denke, oh. Und dann spiele ich alle Szenarien durch. Das sind Fehler, wo ich habe. Das Inbild. Dann denke ich, und dann sehe ich den, bin ich schon auf 390. Ich habe in den letzten Wochen ein Zitat gelesen, wo mich sehr beschäftigt. Gerade in dem Zusammenhang. Und mich wirklich herausfordert. Da heißt es, der Kern des biblischen Glaubens ist schlichtes Vertrauen auf Gott. Die Sehnsucht nach Klarheit ist die Versuchung, das Risiko zu umgehen, Gott zu vertrauen. Das ist ein Ausdruck aus einem längeren Text. Der Roland Hartmeier
hat das an der Tagung gesagt, ehemaliger Pastor, an der Tagung von Glaube und Behinderung, Menschen, die körperlich, geistig eingeschränkt sind. Und hat diesen Satz da im folgenden Kontext gesagt. Ich lese euch jetzt noch vor. Das Leben als Christ ist ein beständiger Akt vom Vertrauen. Wir glauben, dass Gott existiert. Wir vertrauen, dass er uns versorgt. Wir halten an ihm fest, wenn Dunkelheit uns befällt. Das Vertrauen in den verborgenen Gott, der zu unserem Besten am Werk ist das Wertvollste, das wir im Leiden, im Leben besitzen. Vertrauen auf Gott ist wichtiger als Klarheit über unser Leben zu bekommen. Auch wenn im Leben vieles einfacher wäre, wenn wir Klarheit hätten, ist das Vertrauen auf Gott wichtiger. Der Kern des biblischen Glaubens ist schlichtes Vertrauen auf Gott. Die Sehnsucht nach Klarheit ist die Versuchung, das Risiko zu umgehen, Gott zu vertrauen. Ihr Lieben, je länger oder je älter ich werde und je länger ich mir schon das wünsche, dass sein Reich kommt, noch mehr von dem sichtbar ist, ich in dem In-Between halt unterwegs bin, schon so viele Jahre, und ich gleichzeitig merke, dass ich weniger Klarheit und Übersicht darüber habe, warum das denn jetzt mal wieder so ist und warum es nicht anders ist. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, da meinte ich mehr Klarheit zu haben. Ich konnte genau sagen, das deswegen. Und heute denke ich, nein, ich weiß es wirklich nicht. Je länger ich damit unterwegs bin, wird mein Vertrauen in den unsichtbaren Gott, der zum Besten am Werk ist in meinem und in deinem Leben, wirklich zum Wertvollsten. Wir haben einen König. Wir folgen dem König, Leute. Auch wenn ich beim Glauben heute sagen würde, ich habe wahrscheinlich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen in den Jahren angesammelt. Mache ich ein fettes Ausrufezeichen, wirklich ein fettes Ausrufezeichen. Dieser König, der wirklich was zu sagen hat und auch haben soll in meinem Leben, dem vertraue ich. Der meint es gut. Dann mache ich da das größte Ausrufezeichen in meinem ganzen Glauben und sage, ich vertraue dem, dass der zum guten Ende kommt. Dieser unsichtbare König, Jesus, er ist eine Autorität. Er hat dir was zu sagen, er will dir was sagen. Frage ist, lässt dich reinreden. Er ist vertrauenswürdig. Es hängt maßgeblich davon ab, ob Jesus als Autorität dir was sagen kann, ob du ihm wirklich vertraust, ob er zum Besten in dem Leben unterwegs ist. Dann findest du vielleicht den Mut zu sagen, Gott, mir geschehe nach deinem Willen. Und dazu lade ich dich ein an dem Sonntag, Jesus als König anzubeten. Wenn wir nachher Lieder singen, ihn wirklich als König, als Autorität in deinem Leben einzuladen, vielleicht zum ersten Mal, dann mach das heute. Vielleicht zum wiederholten Mal und sag, hey Gott, ja, du hast mir was zu sagen und ich vertraue, dass du es gut meinst. Amen. Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen und ich bete noch mit uns. Und sage es bewusst, König Jesus, Herrscher, Meister, du die Autorität. Du bist der Anfänger von meinem Glauben gewesen. Ich habe damals zuerst Vertrauen in dich gefasst und wirklich gespürt und gemerkt, du meinst es gut mit mir. Und das soll auch meinem Leben weiter gelten. Und das soll in unserer Kirche hier weiter gelten, dass du uns was zu sagen hast. Und du nicht einfach ein netter spiritueller Begleiter bist. Du bist der Gründer und du bist der Vollender. Du bist die Grundlage und auf dich gehen wir zu. Danke, Jesus, dürfen wir dir so vertrauen. Bist du so ein vertrauenswürdiger Gott. Wir vertrauen dir, dass du zu unserem Besten in unserem Leben am Werk bist. In deinem Namen beten wir.